Mist, warum geht der Stapler nicht an? Wenn ich einen Stapler fahren soll, den ich nicht so gut kenne, gibt es viele Kleinigkeiten, die ich beachten muss. Zuerst gurten wir uns natürlich an, wegen der Sicherheit und wegen der Gurtschlossüberwachung. Als zweites gucken wir, ob es einen Notausschalter gibt. Alle elektrischen haben den und der muss natürlich rausgezogen sein. Als nächstes schauen wir, ob es einen Transponder gibt oder ein Tastenfeld, weil das muss man natürlich aktivieren, sonst geht gar nichts. Oftmals ist es direkt vorne im Sichtbereich, manchmal aber auch in der Armlehne versteckt. Jetzt nach der Aktivierung muss ich eine Weile warten, bis das komplette System hochgefahren ist. Das ist beim elektrischen genauso wie beim Verbrenner. Und wenn er jetzt noch immer nicht losfährt, habt ihr bestimmt vergessen, die Handbremse zu lösen. Und wenn ein Stapler mit Treibgas kurz nach dem Start wieder ausgeht oder stehen bleibt, habt ihr bestimmt vergessen, die Gasflasche aufzudrehen oder das Ventil richtig umzustellen. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar nützliche Tipps geben und wenn es euch gefallen hat, lasst ein paar Likes da und folgt uns für mehr.